Goedemorgen. Dat fällt sich scheinbar hier zu sein. Je schätzt mutig, dass wir immer den Mut fingen, uns bei der Kirche zu treffen und uns mit Gottes Wort zu beschaffen. Der erste will ich einen Dankeschön aufgeben von unserer Sabrina. Also, die meisten von euch wissen, dass unsere Sabrina Bianca, die wir blind für ein paar Wochen, und die kam hier nach Mexiko, um Monterrey sich operieren. Und du wirst so gut als keine Möglichkeit, dass wir da sein können, und wir sind Gott dankbar, dass kann sein. So, wir wissen noch nicht, wie gut dass sich was entwickeln, aber da kann wenigstens eine schiefe Riesladigkeit. So, das bitte ich, das kann sein. Und du siehst, wie von heute dankbar für, wer immer von uns sich Zeit genommen hat, zum Beten. Dankeschön dafür. Wir freuen uns, die wollen das kommende Werk erst von einer Trägerreisen Hus. Und so, das für uns eine Sünde-Experienz was zum dort beschrieben, vom Frischen mal gottwörtlich prachen am Erswort und Gebeterhörung erleben als ein schönes Ding. Zweite Ding, ich bin in Chetumal und wir haben ein Teil Dinge durchgeredet, aber ein Ding, weil ich gelehrt habe. Also Jesaja sagte uns, dass Jesus wird zurückkommen aus der Gerechtigkeitszähnig. Und das fehlt größlich nötig. Und so weil das zwei aus der Waren kann. Regierung ist nicht bedeutet an Gerechtigkeit. Und dort fehlt an mehr Christen, was anstehen für die Menschen, die sich selbst nicht halten können. Und dort hat mir damit all gelehrt. Aber da haben wir auch ein großes Verlangen gegeben, Jesus sein Zurückkommen. Wenn man Jesus wird kommen, dann wird keine Dinge mehr scheiße ran. Dann wird reich sein und arg, und du trashst wird schon mal was sein und du fragst mich auch. Das dritte Ding ist, wenn erst wir von Jünd, von der hier satt, und der sagt, ich will noch mal mein Leben Jesus angeben, dann will ich Jünd von der sagen, das Leben ist zu kurz. Und die Ewigkeit zu lang, zum ihr Leben weichgliedern. Wenn ihr wollen, was mit ihrem Leben tun, dann fangt von dir noch an. Ich las eine Geschichte im Jet, und du hast eine Frau, die verlässt ihr Mann, und hast eine Wirtfrau mit 3 kleinen Kindern. Und die Frau ist gläubig, und die hält durch, und die betet mit ihr die Kinder taub. Und ein Tag war die Not so groß, dass er nicht mehr zu essen. Und die Früh satt auf der Stuhl und der Rohr hat verfallen. Und dann kam der kleine Junge und die Mama und fragte die Mama, wieso bist du so traurig? Ist Gott gestorben? Dann wäscht die Früh sich den Thron auf und bet zu dem lebenden Gott und fragt ihm Hilfe. Ich weiß nicht, von was für ein Leben die leben, aber Gott ist lebendig. Und das ist Zeit, dass wir als Christen abstehen für die Wahrheit und den Unterschied merken in dieser Welt. Ich habe mich von dem Thema angefangen, wo so glaube ich an die Bibel. Okay, so, für die von Ihnen, die noch nicht wissen, wir waren am Anfang von dem Jahr, wo wir Thema Sonntagsschulen haben. Wir haben groß ein Thema fertig, nun gehen wir das nächste los. Und die Frage ist, wo so glaube ich an die Bibel? Und das ist eine jalge Frage. Und ich habe ein Experiment gemacht und ein paar Menschen über dem gefragt, sei mir mal, wo so glaubst du an die Bibel? Oder dort, was die Bibel sagt, was für die ist. Und dann kann ich gefunden, dass wir wissen, was ganz genau, was wir dann sagen wollen. So, wenn dort die Lehre von der auch ist, dann werden wir uns mal diese Frau betrachten und dann sein wir mal von der wieder. So, ich habe ein Thema an 2 Areas angeteilt. Ich war von der, sein wir kommen mit Evidenz interna. So, was sagt die Bibel von sich selbst? Wo sollen wir an die Bibel glauben? Und dann wollen wir in der nächsten Klasse von Büten an die Bibel nachchecken und sagen, wo so merkt das Sinn,
dass die Bibel Gottes Wort ist. So, der erste Ding, was mir auffällig ist, dass die Bibel erklärt sich selbst als Gottes Wort. Wenn wir die Bibel durchlesen, du sind immer wahr, dass so zum Wort sein, Gott redet so. So, wir haben 2500 Mal eine Bibel, dort die Bibel von sich selbst sagt, das ist Gottes Wort. Da meint so viel, Dankeschön, da meint so viel, dort die Bibel aus sich selbst sagt, die Bibel ist Gottes Wort. Wir wollen uns dort lesen, bloß ein Beispiel von 2. Mose 24, Vers 3. 2. Mose 24, Vers 3. Sehr gut. So, das ist ein Beispiel von, wo das schafft mit der Bibel. So, Moses, das nicht geschehen, obviamente, das, was passiert ist, aber Moses behauptet, dass das, was er sagen wird, das fällt, von wo kommt das her? Vom Herrn, okay? So, Palabra de Dios. La palabra de Dios vino a mí, und das wird dann wieder hier. So, wir wissen, dass das Alte Testament als Fall von Propheten, wo du ganz klar behaupten, Gott hat geredet und soll reden zum Volk. Also, dann würde wir sagen, dass das Alte Testament behauptet von sich selbst, Gott hat geredet zum Menschen und dort ist eine Bibel abgeschrieben, historikament. Dann werden wir uns aber auch im Neuen Testament blättern, nur Matthäus 15, Vers 6. Wer will du so lesen? Matthäus 15, Vers 6. Dummer das dort so weit, dort keiner mehr Vater und Mutter irrt. Und so habt ihr am jene Verschriften zu holen. Gott seine Geboten zu nicht gemerkt. Sehr gut. So, was sagt Jesus du von Alten Testament? Erstens, wo beschreibt Jesus das Alte Testament? Gott seine Geboten. Sehr gut. Und wenn wir die 4 Evangeliums nur durchlesen, dann wollen wir utfangen, dass Jesus, das Neue Testament, also Jesus behauptet, dort ist Gott seine Geboten. Wir wollen noch mehr und mehr und mehr einmal weiter kennen Jesus bekennen und wo die mit dem Alten Testament umgeht. Zum Beispiel Lukas Kapitel 4, wo Jesus an diese Judenschule saßen, die geben in der Jesaja-Rolle. Und dann lest Jesus durch, die dort, die kommen, die wird krank geheilt und all diese Dinge. Und dann sagt Jesus, jetzt hier nu für ihn in Erfüllung gegangen. So ganz unbedingt, Jesus nimmt das Alte Testament aus Gottes Gebot, Gott sein Wort, und sagt, jetzt in Erfüllung gegangen. Dann habe ich aber ein paar verschiedenste Wege, von wo die Bibel dann mit Gott verwickelt wird. Also, wenn die Bibel Gottes Wort ist, so ist dort vorhin erwähnt wird, dort wird einmal weiter gesagt, Gott hat zu Menschen geredet, Jesus selbst bestätigt dort. Dann wollen wir nur Römerbrief gehen und dann wollen wir uns noch ein paar mehr Dinge bekennen, von wo schafft dort. So, Römer Kapitel 1, Vers 2. Wer wird du gleich zu lesen? Römer 1, Vers 2. Dort Gott vorher an der Heilige Schrift durch seine Propheten versprochen hat. Okay? So, wo beschreibt Paulus am Römerbrief die Bibel? Heilige Schriften. Gut. Wir wollen uns du so mehr lesen, im selben Römerbrief, Römer 3, Vers 2. Gott hat einen großen Wert, erstens an die unvertrüht,
Okay? So, erstens habe ich durch, das ist eine Santa Escritura. Dat meint zoveel dat de Bibel is niet een gewöhnliche Buch, dat is een Tazid gesagt niet. We hebben even eenmaal geleerd wat heilig meint. En dan in Römer 3, Vers 2, sagt dat door, wat sagt dat door? Hä? Ja, da haben wir großen Wert, aber was haben wir großen Wert? Was Gott geredet hat. Also ganz unbedingt nimmt Paulus selbstverständlich dort die Bibel als was Gott geredet hat. Dann habe ich zwei sehr spezifische Dinge, was wir dann von der Bibel lernen. Dann drehen wir nur 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 15. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 15. Seid flittig von Gott die Anerkennung zu kriegen, dort Wahrheitswort reich lehren der, dort die du mit nicht schämen brauchst. Okay, so what soll er lehren? Palabra de verdad. Soja gut, das Wahrheitswort. In 2. Timotheus ist ganz voll geprägt von, wo wir mit der Heiligen Schrift sollen umgehen. Darum, weil wir 2. Timotheus 3, 15 durchlesen. En willst du von Kind an mit der Heilige Schrift bekannt bist, konnte die den Weg wiesen, wo du durch den Glauben an Christus Jesus selig war. Sehr gut, so wo wird die Schrift beschrieben? Heilige Schrift, sehr gut. Dann werden wir uns so 2. Timotheus 3, Vers 16 noch durchlesen. Alle Schriften hat die Jesus als wertvoll uns gelehrt, uns unterweisen, uns klarzuweisen und uns mehr Wort auszulegen. Sehr gut. So, was sagt du? Von wo haben wir unsere Bibel? Die Schrift wird von Gott angegeben. Okay? So, das die Bibel selbst nennt sich von Gott gegeben. Wir wollen Luther uns damit beschäftigen, in ewigen Vers, zu was die Bibel zu brücken ist, aber von der Seite darum, was die Bibel an für sich in 2. Timotheus 3, 16 sagt, alle Schrift von Gott angegeben. Und dort merkt die Bibel im gewöhnlichen Buch. Dann werden wir uns aber bechecken, dass die Bibel von sich selbst sagt, dass das fehlerlos und das wird uns nicht hängenden Licht führt. Psalm 12, Vers 7. Psalm 12, Vers 7. Wat der Herr geredet hat, ist so rein aus selber, dort 7-mal durch dem Leumtegel oben geschickt ist. Sehr gut. So, wir sind alle nicht so nur, wo du sauber Gold reinmerken, aber apparentemente brauchen den Ofen und so viel Dollar, die dort Gold durchkehren, so viel mehr Schweinchen kommt durch und so viel reiner wird dort. In der Psalmistschrift, dort die Bibel ist, wo? Okay, so die Heilige Schrift ist rein. Und dann merkt mir geschäftlich, wenn ich war 14 Jahre alt, für die, was die Bibel allmeistens aufgehört hat, und das mich reinhaut, wenn die Bibel ist rein und heilig. Und wir können brauchen. Das ist, was die Bibel sagt. Psalm 119, Vers 140. Psalm 119, Vers 140. Sehr gut. So Gott seine Versprechungen als wo? Okay, was bedeutet das? Das meint, dass es neu sein werden und das ist fein.
Das so verstehe ich dort. Wenn wir den Vers auf Spanisch lesen, der ja von Charakter ist, die Bibel geht zu vertrauen, wenn alle Menschen haben um uitgeprüft, durch das Wort anzufangen, und haben noch einmal nicht könnt. Sprüche 30, Vers 5. Sprüche 30, Vers 5. All Gott seine Wege sind fehlerlos. Hij is ein Schild für all die, die sich ab am verlopen. So gut. So, diese drei Texte, die wir gerade gelesen haben, Psalm 12, Psalm 119 und Sprüche 30, die geben uns unterverstehen, oder die lehren uns, dass die Bibel wie vertrauen, wenn das fehlerlos, das nicht hängerig. Also, dann soll ich als Mensch hängeron nur sein, nur die Bibel, wenn die Bibel nicht fehlerhaft und der uns nicht hängerig wird, dann soll wir doch unbedingt sein, Gott zu finden. Dann lesen wir uns nu Hebräer 1, von Vers 1 bis 3. Hebräer 1, von Vers 1 bis 3. Gott, der an de verherrige tiden verken en op vele verschiedene wege durch de profeten to onze voeders gereed haf nu in deze laatste deel durch seinen Sehen to ons gereed. Hij haf am Dutte bestimmt, alles te oven, durch den Sehen haf Gott ook de Welt gemerkt. Sehr gut. De jedoi hier is dat de sin error en dan Hebreeënbrief zei ons, wat heeft God al van jou her gedaan? Sehr gut. Gott hat sich selbst geopenbart zu den Menschen von den Propheten an und in der letzten Zeit durch Jesus Christus selbst. Ich finde das, ich komme nicht wieder rein zu mir. Ich finde das sehr verbiestert, wenn wir behaupten, wir wollen Gott kennenlernen und wir nicht die Bibel wollen lesen. Gott selbst hat sich geopenbart zu uns Menschen durch die Bibel. Wer immer sich wirklich sein, ich will Gott kennenlernen, weißt du, was das macht? Alles einmal ruhen. Bibel lesen, verschließen. Keiner kann Gott kennenlernen. Bitte die Offenbarung, was Gott uns hingeluten hat, und das ist der Heilige Schrift. Der fängt mit Moses an und der hört eine Offenbarung ab. So, wenn erst wer Beruf genug hast und sagt, hey, ich will Gott kennenlernen, dann fragt er mal, was scheint er mit dem Bibel lesen? Sieh der fácil. Ich fing mich selbst so eine Karte nicht. Und beim der Reim mir an, warte ich bis an, wo bitte gewöhnlich viel wird, uns die Bibel soll sein. Und da waren wir uns wehren zu sagen, ja, ich will Gott kennenlernen. Der erste, auf Englisch sagen wir mal 101, das ist Bibellesung. Lesen mal die Bibel. Wenn du das nicht verstehst, dann bet Gott, dass er die da noch Mut geben, das zu lesen, erst wenn er das sein mehr. So, wir fingen, dass Gott hat sich selbst offenbart zu uns durch die Heilige Schrift. Wer einmal behaupten will, ich will Gott kennenlernen, Nummer 1, nimm Zeit, mehr Zeit zum Bibel lesen. Wenn wir das uns ein bisschen becheckt haben, dann würden wir all können sein, nicht weit wie alles, was du hast. Aber wir wollen noch ein klein bisschen mehr angehen an die Verschiedenheiten zwischen Gott und seiner Offenbarung. So Hebräer 1, Vers 1 bis 3 ist das Text, wo uns sagt, Gott hat noch einmal sich geopenbart. Der fängt mit den Propheten an und der hat Gott sich an Jesus Christus vollkommen zu uns offenbart. Und wir haben fertig, die Bibel zu lesen. Und jeder einer von uns. Das sind aber zwei verschiedenste Offenbarungen. So, wenn wir denken an Revelation, Offenbarung, dann fingen wir dort ja für zwei verschiedene. So, wir waren zum Anfang uns Psalm 19,
van vers 1 tot der 6 bechecken. Psalm 119 van vers 1 tot der 6. Goed, wer wil dus nu nog voet de versen van 7 tot der 11 lezen? Ik zie je recht en van harten oprechtig. En word die danken, wanneer ik die gerechten leren wil. Ik wil al die Verschriften houden, zoals du besloten hast. Du mich bloß nicht verluten. Wo kann ein junger Mann sein Leben reinhauen, wann er sich daran hält, was dein Wort sagt? Ich sieg die von ganzen Herzen, lud mich nicht von deinen Geboten aufehren. Ich hol dein Wort am Hart, dort ich nicht gegen die Sünden war. Sehr gut. So, der Psalmist am 19, der merkt zwei Unterscheiden von wo Gott sich offenbart hat. Auf Spanisch nehmen wir das erste, die Revelation general. Also das meint, alle Menschen haben eine Weise in sich haben, Gott all kennengelernt, wenn Gott sich zu allem Mann offenbart. Römer Kapitel 2, Vers 14 und 15, wenn wir uns hier nach oben anlesen, da sage ich, wer will lesen, Römer 2, Vers 14 und 15. Wann Völker, die dort Gesetz nicht haben, ut erinnert gewesen donen, wo dort Gesetz sagt, dann sind sie, wenn sie dort Gesetz nicht haben, sich selbst dort Gesetz. Sie bewiesen damit dort an, dort am Hort geschrieben ist, wo dort Gesetz verlangt, in ihre Gewesen bewiesen dort selbst. Auch ihre Gedanken verklären sich untereinander oder heuten Gott, was sie donen. Sehr gut. Also den Römerbrief würden wir selber studieren und uns mal wirklich anschauen. Dort das Interessante beobachten, dort endlich weiten alle Menschen, was reich und arm ist. Und das ist diese Offenbarung, was wir nennen Revelation general. Gott hat sich offenbart durch Natur, durch all diese Dinge, wie Gott sein. So, die Revelation general, wo wir dann sagen, das continu, das bleibt du immer. Das zweitens, das non-verbal, also das wird nicht wie het beschreven, en dat is voor alle mensen door. Alle man heeft een gewesen, naar de Römerbrief nu, en interessanterwijs beschrijft de Bibel dat God openbaart zich in een gewisse hinsicht aan te alle man am gewesen. Wir haben aber zu derselben Zeit eine zweite Revelation oder einen zweiten Weg, wo Gott sich offenbart. Und das, wo wir von der mit beschäftigt sind, direkt mit, was der Gott zum Menschen Gott kennenlernen kann. So, wir wollen uns also 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 20 und 21 lesen. Sehr gut. So, 2. Petrus ist das beteiliger Text. Die sagen uns du so klar aus, das kann nicht klarer sein. Du sagst 4 Dinge, was nur 2. Petrus nu ganz klar für die zweite Offenbarung beschrieben wird. So die zweite Revelation nenne ich die Spezial. Das ist mit so am Restaurant, du hast dort einmal all der Essen, dann hast du nachher so Especial de la Casa. Okay, so
Das was ich dort speziell nennen, wenn Gott hat erstens mal sich offenbart durch die Natur, durch hans Gewässer, all diese Dinge. Und dann gibt es diese eigentlich besondere Offenbarung. Die kommt an 2. Petrus 1, Vers 20, 21, 4. Und dann sagst du so ein paar so bitterliche Dinge. So das erste Ding, was ich gleich von den Tag sagt, der sagt dort, Gott hat sich ganz gleich zu den Menschen offenbart. So, Intervention. Direkter. En de besten tekst wat mij bifällt van intervention directa is, Gott kwam erop en spazieren met Abraham in een Müllbergbau. Hoeveel dichter wir als dort kann Gott sich bloß mal direkt Menschen offenbaren. Wir wollten dort durch ganz Altes Testament, durch ganz Neues Testament, wieviel dichter Bier kann Gott sich selbst offenbaren, als dat Jesus mit seinen Jüngern der langen Butter jingt. Und dann will Petrus Tags betonen, dann sagt Jesus, hol die mal einen Faschrüten mit dem Fasch in Müll, am Päusel kommen, dann jetzt Tags tun. Dort war ich nach, Gott hat sich offenbart. Ganz gleich offenbart. Dann haben wir aber auch Nummer 2, wir haben Sueños y Visiones. Sueños y Visiones. Gott hat sich offenbart auf sehr viel interessante Art und Weise durch Träume, durch Vision. Wem fällt eine Geschichte bei, wo Gott durch einen Traum oder eine Vision sich offenbart? Petrus saß am Tag und hat Mittag schlupen, auf einmal konnte er nicht mehr schlupen, wenn du es ein Lektor weffelt in den gesagt. Das war mir die Geschichte festgestellt. Und du sind alle Sorten Tieren bei und Gott seine Stimme sagt, hey, schlag mal. Wie viel Dollar kann Gott sich offenbaren, aus durch ein Traum oder eine Vision? Dann haben wir aber Nummer 3, wo ich dort fing, Christus selbst. Christus als Gott seine Offenbarung. Und du brauchst nicht mehr anfangen mit Geschichten abzureden, von wo Jesus die Offenbarung von Gott ist für uns Menschen. Und dann im Feuer, oder im Punkt Nummer 4, wo ich hier diesen Tag zurückheben will, ist dort abgeschrieben. Wollen wir nur noch einmal den Text von 2. Petrus 1, Vers 20 und 21 noch einmal lesen. Erstens muss die dort verstehen, dass keine schriftliche Prophetie wird es, dort einer sich selbst utleicht. Wills Prophetie es nicht wird, dort ein Mensch sich selbst utdenkt. Dort wird der Heilige Geist an diese Menschen, die angeht, was sie von Gott reden sollen. Sehr gut. So dann wollen wir ganz unbedingt, dass Gott hat sich offenbart in diese Propheten, die wir bloß Schackbengels. Und dort das uns so gut, wenn wir uns dort lehren, die Bibel zu lesen, und was haben sich ein bisschen vergessen von wer die Schrift. So zum Beispiel, wenn wir einen Psalm lesen, dann dort mal jemand so, dort hat nicht David oder Salomo als wer geschrieben. Dann lest bloß mal den Psalm und lud Gott zu ihnen reden. Und ihr werdet uitvinden, wo interessant sich dort verwickelt. So ist zum Beispiel Psalm 23. Stellt ihn bloß mal in der Leon an die seinen Schub. Und dann lese ich das in Vers und sage, Gott, das ist mein Wort. Und der kümmert sich an mich. Und dann verwandelt der Tag sich zu so bitterlich, wenn du merkst, wo Gott gleich zu dir reden kann, am Sinn von der Bibel. Wenn wir Jesus seine Geschichten lesen, lud doch mal los, dort Lukas hat dort geschrieben. Und dann sagt ihr mal, du beim Borg, wo Jesus predigen hat, und er sagt, seilig sind die, die nur Gerechtigkeit sehen, wenn die wollen Gerechtigkeit erlangen. Dann wo wir an, wo die Bibel lebendig wird und wo der allmächtige Gott durch die Bibel zu uns reden wird. Dann fehlt uns nicht ein Marienandachtbuch mit erst eine freudige Geschichte, dann fehlt uns nichts, nicht wieder aus bloß der Bibel, wenn die Bibel als lebendig Gott redet zu uns. Und mir jammert dort eben Menschen, die dort nie nicht erleben,
wenn die verspielen sich der Bastard von den Christen. Himmlischer Vater ist uns Vater. Und der redet uns. Durch Schriften, das ist das ganze Ziel von der Bibel. Dass die Bibel, was uns reden, lebendig wird und dass wir uns vor am Himmel seine Stimme hören, wenn wir die Bibel lesen. Wir wollen uns ein klein bisschen beschäftigen am Alten Testament und wo das schafft. So, wir als Zweig haben nu 2 Jahre durch die Bibel durchgegangen und wir haben uns gemerkt, den Plan von Radung zu bechecken von Adam und Eva, bis Jesus wiederkommt. Und wir haben geriebt, bitte eigentlich sagen, dass wir lernen nicht, dass Gott soll uns Gesundheit und Reichtum und all diese Dinge geben, hier auf Erde, wenn wir haben ein Ziel viel höher gestellt. Wir wollen im Himmel verschließen. Wir wollen noch mal sterben, wenn wir wollen in der Ewigkeit mit Jesus sein. Wir wollen, dass Jesus zurückkommt, um den Trouble vom Garten Eden abfixen. Wir verbessern uns aber einmal an dieser Lektur, dass wir die Bibel so gleichzeitig nehmen und sagen von, ja, die Propheten, das und das, ja. Aber das ist so viel mehr du bist. So, wir wollen uns zurückblättern nur 2. Mose 17, 2. Mose 17, Vers 14. Okay. Wenn wir uns nun mal an die Kindergeschichten-Situation anschauen. Wir sind alle auf eine oder andere Weise bekannt mit den Geschichten, die im Alten Testament angehen. Der Trouble ist, wir sind uns nicht bewusst, dass Gott sagt, und das was passiert. Und das passiert mir so viel zu viel, und dann meint mir, ich muss selbst weiter denken, hey, ne horch mal, wenn das nicht bloß eine Geschichte. Gott, der Allmächtige, kam rauf, redet mit Moses, Moses ging und sah das Volk dort. So, wenn wir uns bloß mal ein einfaches Beispiel nehmen, die 10 Gebote. Wir haben alle die 10 Gebote. Okay. Die 10 Gebote sind sehr, sehr bekannt. Wer von Ihnen hat das bloß einmal so zu holen gehabt, das ist, was ich soll tun? Okay. Wenn wir die 10 Gebote mal umdrehen, nur die andere Seite von der Geschichte. Wir haben uns ein bisschen zu sehen lassen, bloß mal uns lassen. Wo Unterschied würden die 10 Gebote für uns Menschen sein, wenn wir bloß mal würden begreifen, wer der gesagt hat? Kommt jemand mit mir denken, wie es mit? Dort merkt die Bibel so eine ganz andere Dimension. Wenn du sagst, nicht lehen, für mich, würde das immer was sein, ich war mir dann nicht anstrengend, um die Wahrheit zu reden. Aber wo würde das sein, wenn wir würden umdrehen und du würdest die dort feststellen, Gott, ich weiß nicht, ich stelle mir den einmal so eine Großpappe vor, manchmal wird der Bord und der sagt, er so am Jengel steht. Wenn wir uns mal anschauen, dass das alle Onkel, der allmächtige Gott, der sagte, du sollst nicht leben. Aber kann noch das mehr Unterschied. Nicht das. Wenn ich mich mähen, die Bibel so zu lesen, so es Moses sagt, der Herr kam nur mir und der sagt, ich war das da. Wieso würden wir dann die Bibel so gleichzeitig lesen und dann so tun, so, ja, das ist eine alte Geschichte. No. Gott offenbart sich und der sieht Dinge. Also der erste Ding, was mir soll wichtig sein, ist, die Bibel ist nicht bloß eine Geschichte von, wo Gott sich um alle Dinge kümmert. Die Bibel ist Gottes Wort, buchstäblich. Gott redet und Moses schreibt das ab. Wenn wir 1. Mose Kapitel 1 lesen, das ist so bittergewöhnlich. Moses schreibt die Geschichte und dann sagt er, und Gott sieht. Und dann sagt er, der nächste wird, mach durch Sonnenschein sein, mach dort hier und dort Wutter sich nein da. Wenn ich mich bloß für 3 Sekunden anlud, dann rümmelt dort, wenn ich dort lese. Wenn dann zu der allmächtigen Gott dort hängt, dann sagt er, Wutter und ihr solltet entscheiden. Und das ist nicht bloß eine Geschichte. Dort sind den allmächtigen Gott seine Wort. Gott redet, der sein Wort. Zweiten Punkt.
Esdras 9 vers 4. Ich weiß, dat zum Glück wat wenig lesen, so dann wollen wir doch vielleicht mit schwer fangen. Esdras 9 vers 4. En du versammelten sich all die Armee, wat sich voor dat Urteil van Israël ihren Gott fürchten deiden, wer in det vergun, van die uit die Gefangenschaft terugkommen willen. En ik zat door doelgeslagen, bat die tijd voor dat Ovenabfachheim. Sehr gut. So Esdra, das ist diese Zeit, wo das Volk Israel verschleppt worden ist. Da ist neue schlechte Dinge angewohnt, man Volk. Und dann beschrieb Esdras, dort den Herrn sein Wort kam nur an. Da meint bei mir, dort der Herr, der Gott von Israel, merkt nu al eine Relation. Also, mein erster Punkt, von was ich rede im Alten Testament, ist, Gott sein Wort ist buchstäblich abgeschrieben. Gott sieht in der Schrift der Bibel uns durch den allmächtigen Gott sein Wort. Im zweiten Punkt merkt dort all eine Relation. Also, dort ist nicht mal bloß Gott hat geredet, nur ist dort durch den allmächtigen Gott und der auf dem Volk. Dort merkt Gott aus eine Relation. Ich weiß dort wir sollen uns dort noch besser lernen, aber wir müssen proben, dort Gott als ein Führer zu dort Volk Israel. Ja? Also, dann können wir uns dort Beispiel lebendig merken zu unserer Welt von der, wo ein Führer sich mit seinen Kindern verhält. Ich habe dort verrecht, der Führer zu sein, zu meinen Jungen. Und dann merken wir so eine besondere Relation. Die Bibel ist die Geschichte, wo Gott, der Allmächtige, ein Volk einen hat und das gehört hat. Dann merkt uns dort die Geschichte, der ganze Park von Verschleppung, von Treikum, von Babylon und all diese Dinge, so besonders schwer. Und das ist nicht bloß der Gott dort Himmel wie auf, das ist der Gott, der sich um sein persönliches Volk kümmert. Dann haben wir in Psalm 1, Vers 2 noch ein Ding dabei. Wo schafft diese Relation zwischen Gott und sein Volk? Psalm 1, Vers 2. Die aber seine Friede und den Herrn sein Gesetz haben und sich Tag und Nacht damit beschäftigt. Muy bien, so die kann den Psalm auswendig, nicht? Aber der Vers 2 sagt dort, das ist was Interessantes. Der Friede und Wort und dem Herrn sein Gesetz. So, wann wir zu einer Relation verwandelt haben, was merkt der Psalmist du dann noch für ein besonderes Ding dabei? Das ist ein Hier und Down, aber du hast ein Gesetz, wo du eine Relation abbildet. So, wenn wir das bloß mal persönlich merken, die meisten von uns sind Väter und Mütter. Was merkt die Relation mit ihren Kindern besonders? Huh? Tijd nehmen mit dir, aber wo weit wir als erst Zeit haben für mich? Vielleicht, ja. Ich will in der Topf Kommunikation. Okay? Ich und mein Jungen haben viel mit zu viel. Wie man allein mal die Hand abheben, kann ich nicht noch was sagen, oder was bist du? Wenn wir vertalen Mäßglicken sagen. Bloß bei uns hat der den mit Schwung nicht steht, nicht gesagt. Aber auch mal. Der Psalmist liest Psalm 1 und überlegt mal, wo der Psalmist sagt, der Friede Herrn sein Gesetz. Ich finde, dass die Bibel ist so viel mehr als bloß Gott seine Offenbarung. Dort ist meine Relation mit Gott. Wenn ich die Bibel lese und ich mich dort frei, dort soll so eine Freude geben, als wenn mein Führer zu mir reden. Dort merkt für mich die Dimension von der Bibel so weit anders.
Wenn ich mich doel zat, am Bibel zu lesen, nur dem Psalmist seine Anstellung nur sagte, es dort für die ein Schein die mit Gott zu einer Haul, der Gott sein Gesetz. Dann ist dort so viel mehr, als ich will die Bibel lesen, wenn ich will unbedingt utfängen, was Gott alles mir was tun, wenn ich gehorsam bin. Das hält nicht an. Ich meine, das hält was an, aber das ist traurig. Und wenn ich die Bibel kann aufdagen, und ich mich feststelle, Gott, mein Vater, rette mich, wenn ich sie schaftig gekommen, mich mit dir zu begegnen. Dann wird die Bibel eine ganz andere Meinung kriegen für uns. Dann wollen wir auf einmal verwandelt werden. Wenn dann hast uns allmächtiger Vater im Himmel, der wir mit uns spaziert und uns hier dort repischen scheint. Ich fing an mich selbst so fern, dass ich lese die Bibel bloß para cumplir. Ich sehe verantwortlich im Lehrdienst und ich sehe Gott vom Herzen dankbar dafür. Aber ich sehe so fern an der Glasbahn, dass die Bibel ist bloß dort, wo uns sagt, reich und artig und dort wurde kämpft. Bei mir Reitmerken zu vernehmen, warte ich an, wo neidig meine Einstellung viel zu ändern. Wenn wir das alle bechecken, dann muss wir ganz klar bestehen, die Bibel sagt von sich selbst, das ist Gottes Wort. Die Bibel sagt, dass Gott offenbart sich zu uns durch die Bibel, und das geschieht fest. Jesus bestätigt dort, die Jünger bestätigen dort. Aber das ist ein Weg geplant, wo ich will nur streben. Möchte die Bibel der Platz sein, wo ich will mit voller Freude mich mit meinem Gott treffen. Möchte die Bibel der Platz sein, wo du und ich uns treffen mit uns merken. Und wo wir können mit den Psalmist mitstimmen und sagen, glücklich ist der Mann, wer sich freut und dem Herrn sein Gesetz. Wir beten. Vor dem Himmel, Dankeschön, dass du die zu uns offenbart hast durch dein Wort, was wir von dir kennen aus der Bibel. Für jeweils, für die Bibel so glücklich nehmen, bloß so systematisch anchecken. Ja, von uns Fried, uns mit dir zu begegnen, wenn wir die Bibel lesen. Möchten wir ein Lauf voll mit deiner heiligen Schrift. Und möchten wir immer weiter die uns ein Führer begegnen, der uns Lauf ist, der uns gut ist, der uns gerat hat, uns vergift hat, wenn wir in der Bibel lesen. Ich bete, dass du machst in jedem einen von uns abwägen am Verlangen, die kennenzulernen durch dein Wort. Und möchten wir diese Beziehung abbauen und immer weiter Frieden finden, wenn wir die Bibel lesen, wenn du redest zu uns. Wir beten, dass dein Welt man ganz Wirklichkeit wird durch dein Wort. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen.